Ja, Blitze. Es müssen Blitze in den Hintergrund, Digga. Und oben so Wolken. Leute, wir haben den Schweizer Eurovision-Song gehört, wir haben den niederländischen Eurovision-Song gehört, aber heute hören wir den einzig wahren deutschen Eurovision-Song von Isaac, Always on the Run. Ich bin jetzt quasi der Eurovision Song Contest Bewerter. Ich habe eigentlich keinen Plan von Musik, ich weiß auch nicht, wie ich hier reingerutscht bin, aber ich mag es jetzt, weil ich irgendwie Bock drauf habe und mich das dieses Jahr irgendwie ein bisschen interessiert. Wir gehen rein bei Isaac, Always on the Run. Ich habe nur gesehen, dass der damals bei Knossi, bei irgendwie Knossi Supertalent oder so, bei der Show, glaube ich, gewonnen hat. Und jetzt ist er beim Eurovision Song Contest, was actually crazy ist. Ich gehe rein, gucke mir das an. Und jetzt geht's aber mal los. Warte. I am nothing but average. Klingt jetzt schon. Erster Eindruck, direkt. Ich pausiere. Wenn ihr ohne Reaction sehen wollt, dann müsst ihr irgendwo anders gucken. Klingt jetzt schon wie George Ezra und wie ein sehr, sehr 0815-mäßiger Eurovision-Song. Aber wir gucken weiter. Even though I'm special to some, I can't refuse, I'm going under. No one gives a shit about what's soon to come. What's soon to come. I know my blessing with the privilege. I know the pressing with the privilege. Rag & Bone, ja, Rag & Bone. Doing anything I want, but I don't feel like getting stronger. In my mind it's just a game that can't be won. That can't be won. I'm always. Es ist halt was, ich als jetzt nicht Musikexperte würde jetzt hier sagen, es ist halt nicht wirklich was Eigenes und ich glaube, ich habe mal einen guten Vergleich gehört, der Eurovision Song Contest ist so ein bisschen wie eine Modeschau. Bei der Modeschau werden ja Sachen gezeigt, Kleiderstücke, die jetzt nicht in den Verkauf kommen werden und beim Eurovision Song Contest ist es oft Musik, die jetzt nicht so im Mainstream laufen würde oder wo irgendwelche Sachen experimentell sind und das ist halt schon sehr, ich sag mal so, Energy München, 16:34 Uhr, irgendein Song. Stimmt nicht ganz, sagst du? Viele der Gewinner waren Popsongs. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob man den Punkt checkt, den ich sage. Das stimmt schon, meine Aussage ist nicht ganz, naja, wahrscheinlich wird sich die Aussage in sich ein bisschen beißen, weil wirklich immer Popsongs gewinnen. Aber ich glaube halt nicht, dass sowas gewinnt, jetzt mal unter uns gesagt. Aber lass bitte nur unter uns bleiben. I can break out when I'm free, lost in my own identity, I'm on the run. Der deutsche Beitrag ist Durchschnitt, ist nichts Scheiße, aber auch nichts Besonderes. Ja, ich glaube, Deutschland und die Schweiz sind extrem gut darin, einfach einen guten Song zu nehmen, der halt aber irgendwie nicht auf irgendeiner Ebene polarisiert, so, ne? Auch gute Aussage zum Eurovision Song Contest. Eurovision Song Contest ist immer entweder am Anfang von einer Musikerkarriere oder am Ende einer Musikerkarriere. Zwischendrin geht man nicht an Eurovision Song Contest. Ja, den von Just haben wir schon angeguckt. All I do is keep my head up. Ich halt mein Maul. But it's time to keep the pace. Like I'm haunted by the voices deep within. No, they just never gonna fade. Not gonna fade. I'm always on the run. Okay, ich zeige euch jetzt zwei Künstler. Einmal haben wir, was haben wir gesagt? Rag & Bone Man. Jetzt nehmen wir mal irgendwas hier, Skin. Ja, geht in die gleiche Richtung. George Ezra. Hier mal Listen to the Man. Ja, okay, gut, es geht gar nicht in diese Richtung, habe ich mich verschätzt. Und dann gibt es diesen einen Schweizer, ein Matrose, wie heißt dieser Schweizer, dieser St. Galler Sänger mit so einem Ohrbumbel. Human klingt gleich. Oh, I'm only human after all, don't put your blame on me. Schweiz kann mich mal. Ja, Rag & Bone geht schon sehr in die Richtung, aber wie heißt der Schweizer? Warte. Jan von Ademessi TV chillt oft mit dem. Ja, dieser Part ist schon nee, nicht Remo Fora, aber es geht in die gleiche Richtung. Warte, ich überlege. Marius Bär geht für mich auch in die gleiche Richtung. I must be surely insane by now, 'cause Ja, geht halt alles in die gleiche Richtung, ne?
Stimmt, der war auch mal beim ESC. Close but never done. I can break out when I'm free, lost in my own identity. I'm on the run. I'm always on the run. Ich sehe schon, I'm always on the run. Und dann 1000 Tänzerinnen. Beim Eurovision Song Contest, die Tänzer müssen tatsächlich immer so am Boden liegen und dann die Beine so in die Luft machen und sich dann so drehen. Und dann auf dem Drop steht er in der Mitte, Lichter von oben bilden eine Pyramide, Nebel am Boden, alles dreht sich. So eine Band tut im Hintergrund so, als würden sie gerade Musik spielen. Eurovision Song Contest, es ist es einfach. Es gibt sicher Feuer, das von der Bühne hochschießt und ein Klavier, das brennt. Bro, Isaac, wenn bei dir nicht ein Klavier brennt, dann ist tatsächlich, wird's nichts mit dem. Ich sehe auch bei seinem Auftritt so eine Straßenlaterne, die so mit Nebel auf dem Boden natürlich und so eine Straßenlaterne und darunter ein Klavier. Ich glaube, das ist es. Wieso kann man Eurovision Song Contest Auftritte so gut predikten, wenn man den Song hört? Get out of my head, I'm so sick and tired. Come to this anymore. Run from the silence, screaming for guidance. Who am I fighting for? And get out of my head, I'm so sick and tired. Can't do this anymore. Bei diesem Punkt muss das Klavier brennen, aber es darf nicht realistisch brennen, sondern es muss so richtig schlecht so ein Balken eingebaut werden, wo dann so ein Feuer hochkommt. Weißt du, wie ich meine? Dass man so ganz klar sieht, da ist jetzt so ein Gasdings drin. Ja, so eine klassische Stichflamme muss da hochkommen. Die viel zu schön aussieht. Die muss so schön gerade sein, so in einem Strich über dem Klavier. Ja, Blitze! Es müssen Blitze in den Hintergrund, Digga. Und oben so Wolken, die so da hängen. Und jemand rennt im Hamsterrad, um die nie endenden Spiralen des Lebens auszudrücken. Ja, ich will auch, dass vom Musikvideo das übernommen wird, dass die Zeitungen und Blätter ihm ins Gesicht fliegen. Ich will so einen Ventilator, der eigentlich dafür da ist, Kuhställe zu kühlen. Der muss vorne stehen und er steht vor dem. Und dann schmeißen so 2 Mitarbeiter mit so einem Headset, schmeißen dann so Zeitungen rein und Blätter. Du beschreibst halt das Musikvideo, ja, aber gemischt noch mit dem Klavier und allem. Okay, Isaac, Always on the Run. Ich sag ganz ehrlich, ist wahrscheinlich ein guter Song, würde ich jetzt privat nicht hören. Hält leider nicht mit der Schweiz und mit den Niederlanden mit. Würde ich jetzt mal so predikten. Ist einfach irgendwie, ich wüsste jetzt noch nicht mal, wie die Hook geht, leider. Ja, ist meine ehrliche Meinung. Eher wollte, dass ich drauf reagiere. Ich würde sagen, immer noch Holland 1, Schweiz 2, Deutschland 3, wenn ich die 3 ranken müsste. Ja, und in diesem Sinne, bitte hatet mich nicht zu sehr in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.